Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und jetzt gehen wir mal zu Butters Haus. Und ich hoffe, dass ich hier ihn als Professor Chaos freischalten kann. Aber mir fällt auch noch auf, Quatsch, nicht so. Ich habe hier auch noch ich habe hier auch noch die Charakterbögen. Charakterbogen von Call Girl hatte ich hier auch noch. Moment, Titel. Ah ja, okay, das sind meine ganzen Titel, die ich hier noch habe. Kite. So, hier, Wendy, die ist neu. Okay, sie ist ein Mensch, polysexuelle Gender-Fluid Person. Dann ist also sie steht auf alles und ist geschlechtsflüssig, sie kann alles sein, was sie will. Gesinnung neutral, Atheismus, Machtquelle Technologie und Kryptonit Wi-Fi mit schlechtem Empfang. Okay, so, jetzt gehen wir aber Domorei. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Ich kann drauf wetten, dass dann wieder von Mr. Stodge kommt. Du hast Hausarrest, weil du letzte Nacht nicht da warst. Der ist immer so ein stupider Typ. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, das ist wirklich so ein stupider Typ hier. Nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein. Nein. Oh, na also. Mein Lakai. Na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pelz. Butters! Wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey Dad. Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du? Wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Alter, wie die immer total überaggressiv sind. Tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters? Natürlich. Du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Wieso kann der mir Hausarrest geben? Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Fliegender Hausarrest Lakai. los. Rezept. Ich hab den Ich hab den Hausarrest Umhang los. von der Superheldenfigur und was noch? Na egal. Okay, wir können auf jeden Fall was craften. Irgendwas mit Lakaien habe ich gesehen. Wichtiger. Fliegender Lakai. Ah, den muss ich craften. Alufolie, der Hamster brauche ich dazu noch. Und einen Umhang. Ich glaube, ich gebe mir den Schuss. Ich kann aber auch noch mal bei meiner Artefakte reingucken. Dumm. Schmerzbringer von Gaia. Hat man dann hier noch... Ah ja, Schriftrolle der 1000 Winde. Stimmt, da hat man ja auch noch was. Rückstoß-Kombo wiederholt. Ultimativkrafterholung auch, aber Statuseffekt Schaden etwas verringert. Dafür halt meine Stats auch verbessert. Das nehmen wir doch gerade mal. Und hier... Stimmt, hat man noch sowas hier. Kritischer Trefferschaden wird verringert auf 10% insgesamt. Gesundheitswiederherstellung, Bonus Verbündeten, Gesundheit. Ne, den nehme ich nicht mit rein. Und du hat man ja auch noch eine DNA, die von der Krebsmenschen. Heute dich in den Deckel ein neues Ich mit diesem Krebsmenschen-Gen-Cocktail. Kontrolliere den Verlauf des Kampfes mit Beschwörungen und Heilung und verzichte weitgehend auf direkte Angriffe. Nö, das machen wir nicht. Garantiert Wenn du nicht. mein neuer Homie es nicht tust. Okay. Geklaute italienische Pässe. Hausarrest los. Lakaienumhang. Ja, komme ich an den nicht so dran, oder? Der Umhang habe ich, da kann ich die Alufolie holen. Tut mir echt. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Moment. Ah ja, da muss ich einfach nur so dran. Aber so kann ich auch hier dran. Zup. Die Alufolie habe ich jetzt auch noch. Und hier. Der Lakai noch selber raushole. Lakaien-Testpilot. Dann fange ich mal an zu craften. Ich habe schon gedacht, es wird jetzt ein Kampf gegen Mr. Stodge geben. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn der mal aufs Maul kriegt. Ich bin kein sonderlich großer Fan von dem Typ. Okay. Bringt So. nichts. Wenn ich Hausarrest habe, gibt es kein Entkommen. Und jetzt? Ja, ich habe da Lakai. Ich habe ihn doch. Was kommt als nächstes? Entkomme aus Butters Haus. Hey, was sollte das?
Und jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Ah, da kann ich. Das Hamster-Symbol. Übereinstimmung. Ich bin mir sicher. Was machst du da? Wahr! Musst du vielleicht aufs Klo? Nein! Ich weiß nicht. Oh nee. Na gut, aber pass auf ihn auf. Nein! So à la Lemmy Wings. Wahr! Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Alter, Verbündetenkraft-Freischaltung hacken. Alter, das wird hier echt immer nur fertiger. Das ist so immens räudig. Moment, kann ich da aus dem Fenster eigentlich? Nee, jetzt ist das Ding leider weg. War im Lemmy Wings Style. Igitt. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? War das nicht der? Das war der neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling! Uah! Butterstat. Besiege Butterstat. Okay, dann kriegen wir locker hier. Jetzt bin ich immer gespannt, was Butterstroph hat an Fähigkeiten. Du hast Hausarrest! Deine Verbündeten können erst den Kampf eingreifen, wenn du mit deiner Kraft ihren Hausarrest aufgehoben hast. Kraft Hausarrest aufzuheben ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. Okay. Na dann werde ich das Sache ersetzen wir doch Buttersmall. Ich war auf der Schulter getätschelt. Nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Dad, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Ja, das war ja Butters Heilung, in Stab der Wahrheit. Da hat ja jemand auf die Schulter getätschelt. Wird wieder gut, Kumpel. Schleudere einen Blitz, konzentrierten Chaos haben wir da noch und verwirrt und schockt einen Gegner. Okay, machen wir doch das mal. Ziemlich schockierend, was, Herr? Butters, du vergeudest Strom. Ja, anscheinend schon. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Jetzt gibt's Hausarrest. Ja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Okay. Jetzt ich wieder. Aber du kannst nicht mal Gadget nicht aufstellen. Schade. Nee, Moskito sollten wir auch nicht. Na, scheiße. So treffe ich ihn aber. Und. Zack. Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Dann geh du mal außerhalb vom Hausarrest. Und mach das nochmal. Zup. Du hast vielleicht Nervenkind. So, was macht der jetzt? Okay, er verhängt wieder Hausarrest. Ist resistent. Es ist wie ein Wunder, Leute. Verdammt! Oh. Das ist mal eine saubere Prügelstrafe. Boah, Alter. Der macht aber ordentlich Schade hier, der Hansel. Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh, Hamburger. Puh. Okay, ich sollte mich erstmal heilen. Weil der zieht ja ordentlich ab. So. Okay. Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Okay. Boah, dann kriegen wir so echt nicht geknackt. Chaoshammer bringen deine Feinde mit dem Riesenhammer völlig aus dem Konzept. Okay. Okay. Du wirst mir dankbar sein. Okay, das muss ich jetzt glitschen. Ich könnte schwören, ich wollte... Okay, dann befreien wir jetzt mal Captain Diabetes.
mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Captain Diabetes mischt wieder mit. Gut, dann hau mal auf die Mütze. Alter, hat aber ordentlich was drauf hier. Butters, das ist deine Schuld. Tut mir leid, Ed. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Okay, dann petzt er mal selber so ein Ding noch rein. Oh, wow, das war nötig. Ja, war's definitiv. So, jetzt fängt der wieder mit dem Quatsch an. Und durchbricht glücklicherweise nur der Das ist meine Schutz. Disziplin. Jetzt gibt's Hausarrest. Tja, es war echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Okay, dann heben wir mal Moskitos. Hausarrest auf. Zack. Noch einen Schluck Wasser trinke. Moskitos wieder am Start. Hey, nur Okay. Erwachsene können Hausarrest von Kindern Boah, aufheben. Mann. Der nervt, der Typ. Der nervt einfach nur. So, probieren wir es doch mal so. Und Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Ah, verflixt. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. okay, dann gehen wir dumm mal raus Macht euch aus aufs dem Herz gefasst. Bereich und bleiben hier. Ach, Du weißt, was du getan hast. Hausarrest. Oh Mann. ja, nur Moskito ist betroffen. Boah, Alter. Manchmal muss man eben durchgreifen. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Mann. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. So treffen wir ihn zwar, aber alter Falter, der hält ja ordentlich was aus der Hansel. Nee, machen wir es so. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Okay, triffst du ihn so? Ja, machen wir das nochmal so. Gewitterlei, das ist echt eine harte Nuss hier, der Typ. Der hat unglaublich viel Gesundheit. Und das macht es halt schon mal erheblich schwieriger. So, jetzt kommt der wieder angekackt. Es ist zu deinem Besten. Oh Mann. So. Und. Hua. Das sollte dir Manieren einbläuen. Mann, 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 was ein dummer Hat Hansel. jemand von euch geflucht? Hausarrest. Nein, sowas würden wir nie tun. Ich werde dich besiegen. Okay, sehr gut. Dann holen wir jetzt aber erstmal hier wieder mit unserem... haben wir dann keine Wiederbelebungsart? Doch, natürlich. Sehr schön. Holen ihn erstmal wieder zurück ins Diabetes Leben. so leicht heilen könnte. Sehr gut. Dann wird sich auf jeden Fall erstmal so eine Quesadilla Especial nochmal reingezwickt. Yeah. Weil er ist ja unser Wichtigster. Und Ihr seid Butters. verloren. Und ja. Geh mal drauf auf ihn. Raus. So. Du wirst mir dankbar sein. Ich schäme mich. Nee, das möchte ich nicht, dass du das machst. Lass Ich könnte Butters in schwören, ich wollte Frieden. gerade jemand- Mach Platz für Diabetes. Und geht drauf auf den Hirnprinz. Nimm das. Zack. Das werden deine Eltern erfahren. Die Pflicht ruft. Oh, ich darf noch mal. Cool. Dann Wow. drauf von der Wetter. Seht ihr? Captain Diabetes ist cool. Ist er, ja. Er ist auch einer von meinen Lieblingsverbündete hier, muss ich echt gestehen. Gut, dann heben wir seiner nochmal auf. Und dann kriegt der wieder auf die Fresse von Moskito. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Alter, halt die Schnauze. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. So, heil dich. Sehr Ernst, wenn gut. ich noch einen Schluck nehme, plotze ich. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache. Ja, als wieder drauf. Also Butters macht anscheinend auch Du ordentlich hältst dich wohl für Schade. besonders schlau. Nein, aber ich bin immerhin Professor. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh Mann. Boah, Mann, Mann, Mann. So, Captain Diabetes darf zweimal. Und gib ihm. Sehr Du bist gut. nur Captain. Wir sollten mehr zusammen unternehmen. Ich zeig's dir gern. Du kannst mein Admiral Anarchie sein. Ohne So, jetzt haben wir ihn endlich mal. Alter Falter, das war ein harter Brocker. Hausarrest.
Hab ich? Aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich habe keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Nein! Sehr gut. Herrenunterwäsche-Katalog von 1979. Das war aus der Episode, wo Patas als Bi neugierig dann in dieses religiöse Internato kam. Sehr Ich schön. muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Ja. Wäre besser so. Was zum... Ah! Mistkerl. Wiederholungstäter kriegen Hausarrest auf Lebenszeit. Als ob mich das jucke wird. Puh. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Verbündeter freigeschaltet. Professor Chaos. Sehr schön. Okay. Dann würde ich aber auch noch sagen, es gibt noch ein paar Orte in South Park, wo ich das Sandblaster und die Chaoskraft einsetzen kann. Dieses Hacken. Moment, wo ist denn das überhaupt? Ich glaube, die treffen sich bei Token, oder? Bei denen ist die Basis. Genau. Richtig. Okay. Dann schaue ich jetzt erst nochmal bei mir rein im Haus, wegen der Spielzeugkiste, da ich jetzt auch nochmal ein paar neue Ränge habe. Ein paar Erfolge habe ich hier freigeschaltet. Oh, die wieder. Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu. Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, nicht so wie Trauben. Genau. Du bist ja total high. Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind rum. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris. Trink doch noch ein Glas, Kelly. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Trink Chris. noch ein Glas, Kelly. Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Alter. Das ist ja echt immer heftig, da bei den reinzukommen. Die sind total nebeneinander. Neben der Spur und... Alter Falter. Das ist schon übel. Okay, Junior Detective, Samenanalyse, Spielset, AA-Batterie und lauter anderes ekliges Zeug, wenn man hier noch kriegt. Gut. Dann würde ich nochmal sagen, ich gehe nochmal generell durch South Park durch und gucke nochmal, wo ich was hacken kann. Und würde mich dann erst der Hauptquest widmen. Moment, gehen wir auch nochmal gerade in die Garage dazu. Hier haben wir, glaube ich, alles soweit. Ja. Das haben wir soweit alles. Dann hier in Butters Garage. Haben wir dort zufällig noch irgendwas? Nee, nichts zum Hacker. Zur Hacker war auf jeden Fall in Tokens Haus. Bei Cartman zu Hause haben wir hier noch was. Ruf deinen kleinen Freund Scott, damit er für dich sauschwere Sachen wie das hier umwirft. Das hatte ich ja vor. Okay. Da haben wir nämlich auf jeden Fall noch was beim Cartman. Diabetes zur Rettung. Ich merke jetzt echt mal, wie sehr ich eigentlich die ersten Teile verpasst habe, seit ich Scott freigeschaltet habe. Bis denn. So. Dann dürfte ich jetzt da eigentlich auch locker hochkommen. Und was krieg ich? Koloss Anzug, Koloss Fäuste und Koloss Gesicht. Okay. Und ein Yaoi. Warum auch immer Cartman hier der umgekehrte Lotus. Weiß ich hat, aber so what. Okay, weiter geht's. Bei Stan im Haus. Gucken wir auch gerade mal rein. Von der Opa immer als noch kein Kondom. Deswegen müsste ich mal gucken, ob der überhaupt noch ein Selfie mit mir macht. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Wäh. Ich brauche ein Gummi für mein Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Nee. Igitt. Randy ist alles noch fertig. Aber mit dem habe ich über Selfie gemacht. So, mit Shelly habe ich auch schon eins gemacht. Gerade mal gucken, was das Stan so treibt. Der macht sonst nichts. Und hier können wir nichts auf knackern, ne? Nö. Okay. Du hast dann wieder Ninja. Und sonst stellen wir hier nix. Und die Ninja lassen wir jetzt mal Ninja sein. Geh fort. Wie du gekackt kommt, geh weg. Beim Kenny hätten wir bestimmt nichts zu Hacker, oder? Aber wir gucken trotzdem mal rein. Okay, sein Vater. Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Hey, du bist doch das Footkind aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? Jawohl, Mr. McCormick, machen wir. Gehen wir jetzt erstmal ein bisschen näher dran.
So, und Mr. McCormick. Sehr schön. Du meine scheiß Katze geklaut? Hey, das ist ja Dad. Oh nee, die Katze habe ich nicht geklaut. Das ist der Kevin, glaube ich, der Bruder, ne? Hol dir eine eigene. Die Mutter noch. Ich brauche keine Motivation, Schätzchen. Also laber nicht so viel. Oh je. Ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Oh Jesus. So. Dann Mrs. McCormick. Gut so, Wunderarsch. Ich suche dich auf Coolstagram, wenn ich wieder Guthaben auf meinem Prepaid-Handy habe. Da können wir doch bestimmt Hacker, oder? Jawohl. Oh, das ist so ekelhaft. Das ist so ranzig. Das ist noch ranziger als als der Sandblaster. So, okay, damit haben wir erreicht, dass die Lebensmittel runtergekühlt sind. Und jetzt kriegen wir dafür ein Machglas des Lebens. Gut, das gucken wir uns aber gleich mal nach das Artefakt. Nee, das ist wahrscheinlich so ein epischer Platz, ne? Ja. Okay, das ist leider etwas schlechter, deswegen können wir das gerade nicht gebrauchen. Aber wir gucken mal weiter, ob es nicht noch irgendwas anderes gibt, was wir machen könnten. So, wir gehen auf jeden Fall einmal bei Dennerei. Meister-Artefaktjäger bin ich sogar schon. Ah ja, die Schwester von Kenny. Wow, du hast meine Puppe gefunden. Danke. Lust auf ein Selfie? Ah, okay. Warte, ach stimmt, das war ihr Puppe bei dem Typ vom Polizeirevier. Stimmt, die kam hier wegen White Trash. Karen McCormick kam die hier in eine Pflegefamilie und war hier bei diesem Psychologe. Dieses Kind hier hat meine verlorene Puppe gefunden. Bruder gesehen? Er lässt sich ja kaum mehr blicken. Okay. Dann ins Elternschlafzimmer können wir bestimmt auch noch rein. Jawohl. Mäusekot, rostige Spritzer. Feuerzeug und Klebeband. Glas mit Scroty, Tabaksaft und Road irgendwas. Das habe ich jetzt nämlich genau lesen können. Ist der Kenny hier? Nee, Kenny ist leider nicht hier. Moment, ich glaube, da habe ich was übersehen hier. Ja, genau, hier. Charakterbogen von Mysterion. Sehr cool. Jetzt müsste ich ihn nur noch als Verbündete freischalten. Aber ich denke, wenn die Freedom Pals dann auch auf meiner Seite sind, werde ich ihn wahrscheinlich auch als Verbündete haben. Okay. Dann würde ich aber auch noch sagen, ich mache an der Stelle jetzt hier auch nochmal meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.